Jetzt kann ich es nochmal sagen, wir sind ja heute hier im Studio. Nochmal von den Los Brutalos. Wir haben es nochmal, wie sagt man das? Gekapert. Ich will den Batterieausdruck dafür verwenden, danke. Und das letzte Mal, als wir vor ein paar Folgen da auch schon mal aufgenommen haben, ein Video gemacht haben, habe ich mir irgendwie gedacht, Anja, da warst du auch besonders hübsch auf dem Video. Und dann hat Verena gesagt, wir sind so schier auf dem Video, alle drei. Und jetzt lebe ich in Angst. Du wärst da heute wieder richtig schier auf dem Video sein. Schade. Ja. Kannst nichts machen? Kannst du bitte alle mal in die Kommentare schreiben, wie gut ihr heute ausschaut. Dass du halt besonders wichtig. gut ausschaust. Danke. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Ich möchte nicht eklig sein, aber dass du halt schulterfrei tragst, Verena macht was mit mir. Ich wollte mal wieder das Feuer ein bisschen entfachen. Hört auf. Bitte hört auf. Ich wollte ein bisschen Haut und Schlüsselbein zeigen. Ja, ich merke das. Du da Ja, die Partie anschauen kannst und dir denkst, es knistert nur zwischen ich uns. möchte immer wieder bei der Verena schlafen. Ich möchte abgeholt werden. Mama. Alle, die gerade das Video schauen, merken nämlich schon, dass wir uns halt mal wieder zu dritt sehen können. Habe die Ehre zum Spotify und zum YouTube-Video und natürlich auch Servus an alle anderen Wellensittiche. Schön, dass ihr wieder am Start seid und herzlich willkommen zu Folge 19. Wow. Ja, die haben wir schon mal gehabt. Folge 19.1. Sehr gut. Nee, Punkt 2. Na, es gibt 19. 19.1. Also da merkt man mal wieder, wer hier die ITlerin von uns ist. Ja, richtig. Okay, ja. Ich hätte dann USB Stick dabei. Nur falls Los Brutalos Interesse daran, Dass man wo ihr einstecken. alles lahmlegt, dann ja. Sie tut jetzt so, als hätte den USB-Stick nicht schon in alles eingesteckt, was im Los Brutalos Studio steht. So nämlich. Ja, Freunde, voll schön, dass wir uns sehen. Ja. Ja, Wir war denn eine Woche. Vreni, die haben wir am wenigsten gesehen. ja leider. Schade. Ich hab gearbeitet und dann war Wochenende. Und dann war ich gestern auf Nacht im Theater in Polling. War sehr, sehr witzig. Ich habe sehr viel gelacht. Chaping. Und die Pollinger spielen echt immer richtig gut. War ich mit meiner Theatergruppe dort, falls es jemand von euch hört. Grüße, war super. Und heute hat die einen Einsatz. Einen Einsatz in 4 Wänden. Oh, Ich glaube, wir hatten die Woche alle einen Einsatz in 4 Wänden. Ja. Ich habe mit meiner Familie die Wohnung, wo meine Oma drin gelebt hat, die riecht man gerade ein bisschen her. Und heute war der Einsatz, wo wir den ganzen circa 40 Jahre alten Teppichboden rausgerissen haben. Verena hat uns heute auch so begrüßt mit, ich hab Teppich in jeder Ritze. Ich habe gelben Staub in jeder Ritze und Öffnung meines Körpers. Und war ein USB-Stick. Aber das ist was anderes. Das ist ein anderes Thema. Ich habe auf alle Fälle schon sehr viel gelbe Teppichbresel ausgeschneizt heute. So viel dazu. Ich habe sehr viel gespachtelt. Es war Aber anstrengend. warum gelb? Also war das die Lieblingsfarbe von deiner Oma, oder? Nein, man hat den Teppichboden rausgerissen und unten ist ja so ein Bapp drin. Oder die Unterseiten vom Teppich. Und das bleibt dann immer auf dem Boden bappen und das tut man dann so abschaben, abkratzen. Und das habe ich halt den ganzen Tag gemacht. Ja, nein, war schön. Boah, Schön Respekt. staubig. Das klingt sehr schlimm. Aber mir ist ein bisschen versüßt worden, weil ich habe regelmäßig
Fotos gekriegt von der Res. Ja. Der Res war ja im Urlaub bei der Anja Ja. und hat dann immer Bilder geschickt, Ja. so postkartenmäßig, auch mit dem Text dazu. Von der Jugendherberge. Das war so der Vibe, den ich haben wollte. So, wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Das hat mich richtig aufgeregt, eine Konversation in unserem Gruppenchat, weil ich habe die erst gelesen, als schon ein bisschen hin und her ging. Also wir haben uns dann gegenseitig ein paar Ansichtskartentexte hin und her geschickt. Ja. Anja ist zum 3. Mal heute kacken und dann so ein Foto dazu, wie sie dann da mal nach oben hilft. Ja. Ja? Ja? Der Carina muss doch der wissen, was Kaffee abgeht. ist sehr stark. PS, Anja ist zum 3. Mal kacken. So rum war's. Ja. Ja. Ich wollte es ja auch nicht anlegen. Sie muss doch wissen, ob es mir in Klar. der Jugendherberge gefällt oder nicht. Das hat mich durchhalten lassen, wie ich auf die Knie auf der Treppe geguckt bin und ihre Ritze abgeschraubt habe. Ja. Hey, aber ihr hattet doch auch einen Einsatz in 4 Wänden, oder? Was ist da passiert? Wir waren ebenfalls am Tine Wittlern. Ja. Aber, also wer sich nicht mehr erinnern kann, Tine Wittler ist die Fee gewesen, die früher bei Einsatz in 4 Wänden jetzt kreislige Jugendzimmer zu einem Jugendzimmer im japanischen Stil oder so gemacht hat, weil das Kind einmal erwähnt hat, dass Japan cool findet. Ja. Und Da ja. hat es sehr viel schreckliche Makeover gegeben. Ja, aber die fand man aber gut, als man klar war. Früher fand man das gut, aber wenn man sich das heute anschaut, Ist denkt sehr man, lustig, sich das halt anzuschauen. armen Jetzt ist. Familien. Also, echt wahr. Ja, nein, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich das richtig toll gefunden habe. Aber ich hab echt, das auch wenn man, liebe Wellensittiche, falls ihr die Sendung kennt, ihr müsst euch das wirklich mal jetzt geben. Da gibt es oft im Internet nur Videos dazu. Einfach Einsatz in 4 Wänden oder Tine Wittler eingeben. Und ihr seid dann wirklich schockiert, weil in der Erinnerung denkt man, das war immer so krass. Und jetzt denkt man sich, ach so ein Themenzimmer hat es da gegeben. Tine, es ist nichts Persönliches. Du bist der Gute, ja. Ich habe nichts gehört, Tine. Nein, Gar keinen gar Fall. nicht, Ich überhaupt hätte mir nicht. gewünscht, dass sie vorbeikommt, Freda. Und sie ist jetzt endlich, meine Träume sind ja erfüllt worden. Sie ist vorbeigekommen. Hier hockt sie neben Hallo. mir, rechts neben mir, vor euch hast gesehen. Und ja, warum ist sie vorbeigekommen? Vor allem, weil sie eine Franziska ist und ich nicht. Hassi. Um Gottes Willen. Ich habe einen sogenannten braunen Daumen. Und Dres weiß einfach wirklich sehr viel über Pflanzen. Deswegen habe ich es ganz dringend gebraucht, weil ich wollte, dass Pflanzen bei mir einziehen. Ja. Wir waren dann auch bei diesem einen schwedischen Schwäbischen bei diesem schwäbischen Möbelhaus, wo es die Schöttbuller gibt. Und da haben wir sauer eingepflanzelt, eingekauft. Unter anderem hier. Das magst du sagen, wenn wir dabei haben heute. Also alle, die den Videopodcast singen schon seit Anfang der Folge, dass wir hier einen Gast haben. Ja. Er steht auf dem Tisch. Er ist eine Sie. Sie schaut aus wie eine Palme ein bisschen. Sie hat leider bereits im Ikea Bladel verloren. Ja, dann wollte sie umtauschen, habe ich zur Reda gesagt, ja, dann nehmen wir halt eine andere. Und dann hat Dres gesagt, das hast du vor ihr da gesagt. Sie kann die hören. Und dann habe ich es nicht Hat sie es umtauschen doch mitgenommen. dürfen. Ja. Sie hat auch sofort einen Namen gekriegt natürlich. Sie heißt Shakira. Sagt mir alle Hallo Shakira. Hallo Shakira. War gut, wenn ihr in die Kommentare Hallo Shakira schreibt, weil sonst fühlt sie sich ausgeschlossen. Ja. Schön, die kennenzulernen. Das ist ihr Lieblingslied. Aber sie hat schon relativ viel Liedl von uns gehört, weil sie hat nämlich in meiner Mittelkonsole fahren dürfen, als einzige Pflanze für alle. Sonderbehandlung kriegt Ja, sie ja, also. na klar. Ja, ist sie jetzt gewohnt. Aha. Und Dres und ich haben sehr viel Karaoke gesungen auf die Autofahrten. Schön. Das hat ihr recht gefallen. Ja, Kannst nichts sagen. ja. Ja, schade, dass ich nicht dabei war. Du hast ein Video gekriegt, also du hast es noch nicht gekriegt, aber es ist für die Ich aufgenommen wollte worden. gerade sagen. Wir wollten natürlich, Gar dass nichts du, hab ich diesen Moment, gekriegt. dass du diesen Moment auch miterleben kannst. Deswegen haben wir unsere Karaoke-Session mitgefilmt ein bisschen. Ja. Okay. Dres hat es dann leider nur ein bisschen zerstört, weil sie bei mir daheim auf einmal random gesagt hat, zur Shakira, also in ihrer Anwesenheit hat sie es gesagt, Ja. dass Shakira oben ausschaut wie eine Vorhaut. Und ich habe mich dann gefragt,
wie lang die also da sind wir wieder bei lange Geschlechtsteile, wie lang die Vorhalte sind, die sie kennen. Bitte heißt die Folge nicht lange vor. Sonst kriegt deine Mama die Vollkrise. Mama, es tut mir so leid, ich kann nichts dafür. Der Verena Mama hat sich nämlich beschwert über unsere Titel. Ich verstehe nicht, wieso. Anscheinend findet sie lange Busen nicht so gut wie mir. Schaut eigentlich. Vielleicht kennt sie das einfach nicht. Naja. Ich kannte bis gestern auch keine lange Vorhaut. Aber jetzt haben wir ja eine daheim. Wir haben das dann einer männlichen Person erzählt, möchte ich nur dazu sagen. Ja, Gott sei Dank. Und die männliche Person hat gesagt, ah ja, schaut aus wie die vom Ja. Habe ich jetzt natürlich gepiepst, den Namen. Warum? Ja, also mir ist zugestimmt worden, möchte ich damit sagen. Shakira, hör nicht hin. Und Therese hat auch schon die ganze Zeit gesagt, egal bei welchem Song gefühlt, hat gesagt, Shakira, sag, wenn du willst, dass das auf deiner Beerdigung läuft, weil Therese klappt nicht an mich. Oh. Ich glaube, dass ich Shakira umbringe. Oh Gott, dieses arme, zarte Pflänzchen hat schon so viel mitmachen müssen in seinem Alter. Also das nimmst du jetzt zurück, wenn du siehst, wie leidenschaftlich das halt zwischen der Shakira und mir im Auto war. Wie bewendet hier, wenn ich gut drauf bin. Und wenn man meine Nosen nicht zu sehr von der Seitenansicht sieht, dann werde ich das Video auch in Story posten. Keine Ja. Angst. Das ist ein sehr schönes Video. Ansonsten müsst ihr es euch einfach vorstellen. Ja. Es ist sehr leidenschaftlich gesungen worden. Verena warnt schon wieder. Living on a Prayer war es, Verena. Ja. Oh. Ja. Und bei Nur eifersüchtiger. Ja. Und ich habe bei Hold My Hand habe ich immer ihr Bladel genommen und das. Also ich gewünscht, dass das Bladel nur mal abfällt. das nochmal eins abgeworfen wird. Oh. Ja. Aber ich möchte dazu sagen, dass das Bladel abgeworfen hat, wo es bei der Resa auf dem Arm war, nicht bei mir. Okay. Es ist mit der anderen Pflanzen dann auch nochmal passiert, heute, dass die ein Blatt verloren hat, als es auf meinem Arm war. Ja. Okay. Vielleicht habe ich doch keinen grünen Daumen mehr. Korpflanze ist kein. Nein. Okay. Hoppala. Und was haben wir sonst noch erlebt? Achso, du hast einen Ausflug gemacht, gell? Ja, stimmt. Ja. Auf unsere Eisfolge hier hat mich ein Wellensittich angeschrieben und hat gesagt, er hätte ein Eis für uns. Ein Guter Mohn. Ein guter, ganz, ganz liebe Grüße an die. Und deswegen habe ich eine kleine Führung gekriegt durch den Miesbacher Gastroservice. Haben wir mal ein bisschen anschauen dürfen. Haben einen Teil von der Belegschaft kennengelernt, waren alles super liebe Leute. Und also der Miesbacher Gastroservice, nur als Hintergrundinfo für euch, ist ein Betrieb, der halt Gastronomen beliefert oder auch Pflege- und Krankeneinrichtungen oder auch Vereine. Und da kannst du alles haben bei denen. Ich habe auch eine Führung durchs Lager gekriegt. Ich habe gesehen, was die haben. Alles kannst du haben von denen. Ich hoffe, sie haben die nicht in Security einlassen, in IT-Security. Dazu möchte ich nichts sagen. Ich weiß nicht, wenn irgendwas nicht passt bei die Computer. Ich weiß nicht. Ich darf aber trotzdem nochmal nachschauen. Wir legen da vorsichtshalber. gar keine Hand ins Feuer. Vorsichtshalber darf ich nochmal ein Virenprogramm drüber laufen lassen. Ja, und das Eis ist jetzt von denen. Also Genau. stellen die das also her. Es gibt einen bayerischen Eisbetrieb, der heißt Unser Hofeis. Und der gehört da dazu, zu dem Miesbacher Gastroservice. Okay. Sehr Und gut. da haben wir eine kleine Auswahl. Ich will ehrlich sein, wir haben alle Sorten gekriegt, die es gibt. Geil. Das liebe ich nur. Genau. Ja. Und da freue ich mich schon, wenn wir die jetzt gleich probieren. Ja, Jawohl. endlich gibt es ein Eis. Geil. Geil. Danke. Also wir den jetzt hier live das Unser Hofeis vom Milchhof Miesbach probieren für euch. Wir haben uns jeweils 2 Sorten ausgesucht. Ich habe ja schon gesagt, wir haben das komplette Sortiment eigentlich einmal zur Verfügung gestellt gekriegt. Danke. Vielen Dank. Danke. Auch nochmal einen ganz lieben Gruß an Thomas, gell? Das war sehr nett bei euch. Und jede von uns hat sich eine Sorte ausgesucht, die es sehr wahrscheinlich lieben wird und eine Sorte, vor der sie ein bisschen Angst hat. Ich würde sagen, wir fangen mit den Sorten an, vor denen wir ein bisschen Angst haben, oder? Weil Ja. dann haben wir im Zweifel den guten Geschmack. Ja. Oder den, Ja. den wir bevorzugen in unserem Mund am Ende. Ja, Passt. Innen machen drin. wir's. Gut, Okay. das werde ich jetzt hier live probieren. Ich habe jetzt hier Sahne-Kirsch. Ich habe ein bisschen Angst vor Kirschgeschmack, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber habe ich oft negative Erfahrungen damit.
Ich probiere jetzt halt mal hier live. Was habt ihr denn verzeiht? Während Anja probiert, darf ich gerne sagen, dass ich super süß finde, in was für Becher dieses Eis drin ist. Das ist die perfekte Portion, finde ich. Und was ich auch sehr daran mag, ist, dass gleich ein Holzlöffel mit dabei ist. Das heißt, wenn man die to go isst, hast du immer gleich einen Löffel am Start. Anja, wie schmeckt's? Keinen Geschmack irgendwie. Also ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, dass ich Amarena-Eis nicht mag. Ja. Und das geht geschmacklich natürlich ganz leicht in die Richtung. Mega am Kirscharoma, aber es ist nicht so, es löst jetzt nicht dieselbe Kreislichkeit in meinem Mund innen drin aus wie ein Amarena-Eis. Also ich glaube, es wäre nicht meine erste Wahl. Ich habe da mich schon gut eingeschätzt damit. Aber für das, dass Kirsch ist, kann ich es essen. Was sehr gut ist. Jetzt darf es mich nur interessieren, Verena hat ungefähr schon den 10. Löffel von diesem Eis im Mund. Ja, ich Sicher. habe auf jeden Fall jetzt auch schon den zweiten, einfach aus Gewohnheit. Was hast du, Verena? Ich habe ein bisschen Angst vor Brezengeschmack gehabt. Und ich habe es jetzt probiert, aber es ist eigentlich ganz geil. Ja. Ich habe es mir ein bisschen so wie Salted Karamell oder so ein bisschen vorgestellt. Schmeckt es wirklich nach Brezen? Ja, also Krass. da sind also Salzstangenbrezen-Stickerl drin. Oh nein, ich glaube, ich hasse das. Ich glaube, ich mag das. Das ist wie... Das bestimmt magst du das. Ja. Darf ich mal Ich probieren? finde es gut. Ja, klar. Okay, es ist wirklich nicht so schlimm, wie erwartet. Ich habe mir weiße Schokolade mit Mohn ausgesucht. Nicht, weil ich per se denke, dass das schlecht schmeckt, sondern weil ich Angst habe, dass ich jetzt den Rest von dieser Podcast-Aufnahme mit schwarzem Mohnkernl zwischen den Zähnen da sitze. Das ist schon mein zweiter Löffel. Liebe Wellensittiche, schreibt es dann gern mal, ob ihr was entdeckt habt. Bitte. Ja, bitte. Sagt mir mal kurz, ob ich was zwischen den Zähnen habe. Es schmeckt sehr, sehr gut. Das glaube ich. Das schmeckt Ich glaub sehr auch, gut. dass das geil Meine ist. Oma hat früher immer zu Weihnachten so eine Plätzchensorte gemacht, die auch mit Mohn war. Und so ein bisschen erinnert mich das daran. Ist richtig gut. Okay, Sorge, ich möchte auch probieren. Ja, bitte. warte, ich muss mir noch schnell einen Löffel raushauen. Und was das Coole an diesem Eis ist, die Milch, aus der das Eis gemacht wird, kommt von Bauern aus der Region, das heißt Schliersee, Tegernsee. Es ist ein regionales Eis. Ja, Und das eher lieben wir ja sowieso. tendenziell eher in meinem Eck. Ja, Mengen wir. das mögen wir. Das mengen wir gern. Während du hier meine weiße Schokolade. Eis ist geil. Ist schon gut, oder? Ich darf einmal kurz in die Brezen einstrotten. Brezen hat mich tatsächlich am meisten überrascht. Also, Okay. weiß nicht, ich habe mir das so kreislig vorgestellt. Nein, gar nicht. Nein, ist echt nicht. Also ein bisschen salzig, aber es schmeckt auch ein bisschen wie Butterkeks. Wegen die Stickerl. Richtig Stickerl, sehr gut. Aber jetzt darf ich gerne noch meine Sorten probieren, auf die ich mich schon die ganze Zeit Ja. frei. Ja. Mir lächelt hier schon seit einigen Minuten eine Kur an. Die ist so süß. Also auf meiner Packung ist eine kleine Kur mit einem Kochlöffel. Und die Sorten, die ich mir ausgesucht habe, heißt Zwergerl mit bunten Schokolinsen. Was habt ihr euch ausgesucht? Bei mir gibt es einen klassischen Haselnuss. Das Orchkatzal, das bei mir quasi in der Nachbarschaft wohnt und jeden Tag bei mir zum Nüsschen essen kommt, mag jetzt übrigens keine Haselnüsse mehr. Also da hat es halt quasi gesagt, dass ich mich damit verbissen soll und dass ich die selber fressen kann. Ja. Aber Cashewnuss ist auf jeden Fall hoch im Kurs. Die wurde sie sofort inhaliert. Ich habe am Orchkatzal halt das erste Mal eine Cashewnuss angeboten und es hat nicht einmal überlegt. Nein. Es schaut normalerweise, welcher Nuss das mag. Also auch wenn ich 3 Haselnüsse hinlege, dann schaut es jede an. Und dann entscheidet sie die Cashewnuss, die ist einfach sofort eingewandert. Ich bin gespannt, ob dieses Haselnusseis jetzt auch sofort in die eine wandern wird. In der Zeit, wo Anja geredet hat, konnte ich mich nicht zurückhalten. Und habe ein Mango-Sorbet getestet. Das ist richtig geil. Das glaube ich. Das ist richtig geil. Wow. Meins ist auch mega gut. Meins ist blau, damit habe ich nicht gerechnet. Ist Oh, natürlich ist das perfekt jetzt auf Kinder Schlumpfeis? abgestimmt. Sag mal her. Es ist so sehr hellblau. Es schaut ein bisschen aus Das ist wie... die Leid so. Ihr dacht ihr. Es schaut ein bisschen aus wie das klassische Schlumpfeis. Und es sind Schokolinsen drin. Es schmeckt sehr geil. Boah, es ist mein Kindheitstraum in meinem Mund innen drin. Wie ist der Haselnuss? Gefühlt so ein B. Echt? Es ist kein so B, aber es ist schon anders, als wir jetzt in der Eisdiele. Das finde ich sehr gut, das Haselnusseis. Wow.
Ja, doch. Ich darf auch nochmal in den Mango mit meinem Löffel. Ich möchte übrigens Dankeschön. an dieser Stelle sagen, dass wir nicht dafür erzeugt worden sind, dass wir hier sagen, dass das Eis geil ist. Das ist gerade wirklich unsere ernste Meinung. Ja. Weil, wenn ihr, liebe Wellensittiche, uns dafür zahlen wollt, dass wir sagen, dass was richtig geil ist, was uns nicht schmeckt, dann gerne einen 5-stelligen Bargeldbetrag mir das nächste Mal zustecken. Und dann wäre egal, was ihr verkauft, weil ich sagen, ich hatte noch nie so was Gutes. Daher vielen, vielen, vielen Dank an den Gastro-Service Miesbach fürs Angebot erst einmal. Ja. Dass wir das überhaupt gekriegt haben. Sehr aufmerksam, ja, Hellensittich auf jeden Fall, der das gehört hat. Und auch, dass ihr jetzt halt hier die Folge finanziell unterstützt habt. Vielen lieben Dank dafür. Deswegen können wir das Ganze so schön und so wild, wie wir sind, weitermachen. Vielen Dank. Und falls ihr euch jetzt denkt, wo könnt ihr dieses Hofeis denn mal probieren, dann schaut jetzt bitte einfach in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr einen Link. Und da ist der Miesbacher Gastro-Service verlinkt. Dann schaut ihr euch das alles mal an. Sehr aufmerksam. Und da findet ihr auch raus, wo es dieses Eis gibt. Vielen Dank. Merci. Ende der Werbung. Ende der Werbung. Dann essen wir jetzt die Becher noch leer und dann machen wir weiter mit der Aufnahme. Frini, Therese hat mir eine Nachricht gezeigt, die hat die der Wellensittich-Stammtisch gekriegt? Ja. Wahrscheinlich hast du es dann gelesen. Ich hab's gelesen. Aber verzeih die Geschichte gern für alle Wellensittiche. Da hat nämlich jemand eine besondere Frage gehabt. Und ich dachte so, wir lesen die Nachricht jetzt vor, oder? Ja, Ja. sehr gern. Das ist ja quasi eine Art Liebesbrief. Interessant wäre tatsächlich, wie die eine von euch die andere als Flirttyp einschätzen darf. Gefühlt kannst mit Therese über alles reden, während Vreni so der jetzt kommst du an einen Schmarrn rein, schleich die Typ ist. Wie kommst du denn da drauf, Stefan? Anja ist ja dann die, ist ja alles recht und schön, aber weh, du tappst eine von die zwei an, dann brüche ich dir die Nasen-Fraktion. Kommt das hin? Ich finde das sehr, sehr treffend, ehrlich gesagt. Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Also, besteht mein Flirten darin, dass die zwei angeflirtet werden? Ist das mein Flirttyp, dass ich nicht angeflirtet werde, sondern nur Schlag? Du bist der Wachhund. Das ist irgendwie mein Traum. Danke, Stefan. Danke für die Frage, auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, aber was haben wir denn für Flirttypen? Also, wenn man das jetzt mal wirklich so betrachtet, also angenommen, wir waren jetzt in einer Lokalität. Spinnradl. Eventuell war es ein Spinnrad. Also nur ganz in der Theorie. Ja. Und da wäre jetzt so 10 Meter entfernt von uns ein Typ, den eine von uns gut findet. Wir da Was ist mit Frauen? auch gern Frauen. Auch alles. Auch in Ja. deinem Fall ein Flugzeug, weil wir warten ja nur drauf, dass du mal mit einem Flugzeug zusammen bist. Ich bring's noch nicht übers Herz, euch das zum sagen, aber das mit dem Airbus und mir, das ist vorbei. Ich wollte eigentlich nicht, dass ihr es im Podcast erfahrt. Aber gut. Er hat eine andere. Er hat die eine aus der Doku. Naja, du findest ein besseres Flugzeug. Nicht alle Flugzeuge sind Schweine. Andere Flugzeuge haben auch schöne Flugzeuge. Wenn du ein Flugzeug bist und diesen Podcast hörst. Objektophilie nennt man das übrigens, nur damit hier der wissenschaftliche Part auch wieder erfüllt wird. Ja, Genau. Wenn man sich in ein Objekt verliebt. Objektophilie. Sehr gern. Haben Und wir jetzt euch weitergebildet. Objektophilie. Super, schön. Das ist klausurrelevant, schreibt's auf. Ihr könnt es euch hier jetzt an dem Beispiel von der Räder merken. Sehr gern. Genau, also, angenommen, Verena und ich sehen da eine Frau oder ein Mo Airbus 3000. oder Ein ein Airbus oder eine Mauer. Mauern sind nicht mehr mein Typ. Das war eine Phase. Kann so viel Scheiße machen. Shakira, es tut mir so leid, dass ich die mitgenommen habe. Shakira, es ist ein bisschen meine Schuld, wenn es nach derer geht, als du in diesem Regal stehen mit deinen Pflanzenfreunden.
Dann hätte André Druck lernen müssen. Jetzt war der Name ist übrigens Pamela, nur dass nicht peinlich wird zwischen euch, falls du mir einen Flug für sie buchst. Danke fürs Bescheid geben. Ist das dumm? Oh, was ist mit euch? Als ich den Flug nach Australien für uns gebucht habe, hat Dres nicht mehr ganz sicher gewusst, wie man ihren zweiten Namen schreibt. Ach so. Selber nur mehr auf dem Ausweis nachschauen müssen, Ja. weil ich es auch nicht mehr gewusst habe. Ja, das ist so wie, also wir haben es jetzt gerade gehabt, ich bin gerade aufgestanden und habe geschaut, ob unsere Aufnahme noch läuft und habe gesagt, kennt ihr das? Weil man weiß, man hat den Ofen ausgemacht, aber man muss trotzdem nochmal gehen und schauen. Ja. So war das mit dem zweiten Namen. So auch. geht's dir mit deinem Namen. Ich hab's gewusst, aber ich habe gedacht, ich muss nachschauen. Wir müssen zu 100% das nochmal überprüfen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay. Ja, also wir schätzen mir da die jeweils andere ein. Beim als Flirten jetzt. Flirttyp. Ja. Ich schwöre euch, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Das ist jetzt hier live. Das ist ein bisschen gelungen. Du hast heute schon einen Lachflash gehabt, weil du drüber nachgedacht hast, was du heute sagen möchtest in dieser Folge, wenn es da drum geht. Schamlos lügt sie euch ja auch, Okay. liebe Wellensittiche. Jetzt würde ich gerne deine Gedanken hören, Anja. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr gewusst, dass ich schon was gewusst habe. Ach so. Sie ist halt im Bad neben Es mir war in dem gestanden. Moment keine bewusste Lüge, aber du hast recht. Ja. Und dadurch ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen. Du hast mich Danke. angeschaut und hast gesagt, das ist so bodenlos. Jetzt verzeih es uns. Kim. Was denkt ihr denn, was ich für ein Flirt-Typ Achso, bin? das willst du jetzt als erstes Das wissen. will ich jetzt als erstes wissen. Ich glaube, dass die Anja so ein bisschen aus dem Hinterhalt kommt. Das klingt gefährlich. Inwiefern? Dass die Anja Du, einen ich Plan hat. Form drauf, oder? Riech mal an dem Lachen. Nein. Das ist komisch. Da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber gute Idee eigentlich. Dass man das auch mal machen kann. Ich glaube, Anja geht los mit einem Plan. Die Anja hat ja ihren Anja-Charme, ihren Hans-Bavaria-Charme. Sie verzaubert ja wenn sie in einen Raum betritt. Ach du Scheiße. Wenn ich kurz gehen soll, sagt sie es. Wenn ich euch kurz abreagieren müsst. Das Knüstern ist ja nicht Stellt sich viel an. auszuhalten. Das machen wir später, wenn du im Bett bist. Ja. Ich habe eine neue Frisur bei meinem Charme. Falls dich interessiert. Ich kann das nicht mehr. Wirklich. Das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Aber danke fürs Bescheid geben. Das ist ein Hilfeschrei. Kann mir irgendjemand abholen? Bitte. Weißt du noch, als ich das erste Mal in einem Sexshop war und aus Spaß einfach so ein Kartenspiel gekauft habe, einfach weil Ja. ich irgendwas kaufen wollte. Das muss ich noch. Da war ich 18 und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss man da mal reingehen. Die gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, diese ganzen Shops. Gell? Die haben, glaube ich, am Internet alle zugemacht. Es war irgend so ein Beate Uselon oder so. Und dann habe ich so ein Kartenspiel gekauft, so ein Liebesspiel. Und es waren so schlimme Aufgaben. Also wirklich gar nichts, was dir so mit deinem... Also ich glaube, das war einfach Satire. Ich glaube auch. Wobei es gibt bestimmt so Leute. Es war so, ja, setzen Sie sich gemeinsam mit Ihren Freunden in den Kreis und einer bekommt die Augen verbunden und dann muss man raten, wessen Zeh man gerade in seinem Arsch hat. Ja. So waren Ja. die Aufgaben. Und eine Aufgabe war auch, überraschen Sie Ihren Partner mit einer neuen Schamhaarfrisur. Und nichts anderes hätte ich für die gemacht. Aber okay. Bin ja froh, dass ihr euch gegen die 10-Karte entschieden habt. Ja, Ja. schön, dass wir die Erinnerung wieder freigeschalten haben. Aber was ist jetzt eigentlich die Anja für ein Flirt-Typ? Ja, du hast gesagt, sie hat einen Plan. Und dann hast du von ihrem Schamhaar geredet, ohne Grund. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Vor allem dann ist auf einmal so, als dass sie nicht wissen wollen, ob ich eine neue Frisur Ja, habe oder erst von nicht. ihrem Schamhaar reden und dann, nein, das interessiert mich gar nicht. Sorry, Verena. Oh, ja, Für die gehe ich nochmal zur Frisur. Das ist halt eine schwere Zeit. Ich habe eine richtig schwere Zeit. Ja. Das, was denkst denn du? Ich soll ja euch was sagen, ich habe keine Ahnung, was die Frau für ein Flirt-Typ ist. Was weiß denn ich? Sie wird halt irgendwo hingehen und sagen, habe ich der, beziehungsweise warten, Niemals. bis der Typ zu ihr habe, der die sagt, klar, weil sie ist eine Prinzessin, sie wird nicht ihm anreden, er wird sie anreden, ist ja logisch. Aber ich verstricke mich, das red du. Ich glaube ja. Die Anja ist der Balztant-Typ. Ich sag, du platzierst die strategisch. Das meine ich mit aus dem Hinterhalt.
Sie hat einen Plan. Ja? Ja. Ja, okay. Okay, ja, dann Ja, natürlich habe ich einen Plan. Um das Szenario geht's doch gerade. Wie wir jetzt darf ich hier jetzt mal ausreden. Bitte. Du bist jetzt Staat, doch weil da auch um einen die Plan. geht's gerade nicht. Ich habe gedacht, das geht um mich. Um deine Meinung geht's gerade nicht. Ihr seid so fix. Also, Ja. du platzierst sie strategisch auf der Tanzfläche in der Nähe deines Objekts der Begierde. Und dann packst du deine Moves aus, sag ich. Ja. Was für Moves? Und so, also Ja, warst da du noch gibt's nie keine. mit ihr fort? Doch. Die ersten Male, die wir mit ihr fort waren, da wollte ich nicht so sehr tanzen, du nicht so sehr tanzen, aber diese Frau hat hier eine heiße Sohle auf das Kleid gelegt. Echt, oder? Ja, ich weiß noch genau, das war der eine Abend in Passau im Go. Das gibt es leider nicht mehr. Grüße gehen raus an die Goldfische, die jetzt endlich frei sind. Ja, Gott ich sei bin Dank. so froh für euch, wirklich. Ihr habt es mir immer leid da. Ja. Das war unser erster Go-Abend, wo es die ganzen Fotos gibt. Ja. Erinnerst du dich? Ja, da erinnere Da ich hat mich. es so tanzt, so eine Choreo, dass ich dachte, aha, das hat die doch geübt. Das hat die doch daheim Vielleicht habe ich das einstudiert. einstudiert. Wahrscheinlich. Ja. Echt, oder? In dem mich selber überhaupt nicht so war. Aber das liegt einfach daran, dass mir halt alles wurscht ist. Also, ich habe schon öfter gehört, dass ich schlecht tanze. Verlenken, ja. Also, mein Arbeitskollege hat mir das öfter mal gesagt. Grüße an die. Also, Ex-Arbeitskollege. Ich habe jetzt keine Arbeitskollegen mehr. Das ist das Geile an der Selbstständigkeit. Und es hat mich einfach noch nie interessiert. Ja, Ja, beneidenswert. schon. Wenn es da einfach wurscht ist. Ja, voll. doch. Aber ich glaube, wie gesagt, das war, glaube ich, deine Strategie. Und dann erwarte ich quasi, dass die Person dann zu mir herkommt, weil ich so wie tanze. Na, pass auf. Okay, es Phase geht 2 weiter. setzt dann ein. Okay, gut. Dann bist du ja schon in der Nähe von dieser Person. Und aus Versehen wird dann hier ein Rempler geschehen. Ja. Initiiert von dir. Und dann ist so, oh mein Gott, Entschuldigung. Nein, das tut mir jetzt aber Ich leid. wollte nicht. Hoppala. Vielleicht wird auch ein Getränk verschüttet. Und dann so, oh nein, sorry, das tut mir voll leid. Ich gebe da einen aus. Was hast du gehabt? War das ein Jim and Chronik? Und dann trinkt ihr gemeinsam ein Getränk. Ja. Und dann passt. Dann ratscht man. Ja. Na? So, dass das nie ablaufen. Doch. Wie das denn ablaufen? Ja, sag mal. Wenn ich interessiert bin an jemanden, dann darf ich, also Verena ist leider näher dran, tut mir leid, dann darf ich Blickkontakt suchen und das darf ich mir generell von jedem Menschen wünschen. Ich möchte, dass da erst ein Blickkontakt stattfindet Aha. und wenn dieser erwidert wird, dann kann man ja mal lächeln und so, das wird vielleicht auch erwidert. Und dann kann man sich sicher sein, hey, da kann eventuell was gehen. Und dann ist es nicht so ein Koop aus dem Nichts, weil die Person die vorher überhaupt nicht registriert hat. Ja, das stimmt. Ja, finde ich gut. Ja. Genau. Und dann, lalala, und dann darf die Person herkommen. Und wenn die dann nicht herkommt, dann ist selber schuld. Eben. Ja, Und wenn ich finde jetzt richtig, also angenommen, ich war da jetzt richtig offensiv, also dass ich dann hier, weil bevor jetzt wieder die ganzen Herbert schreiben, ja, aber immer muss der Mann zuerst. Okay, Herbert, beruhig dich. Jetzt bin ich offensiv. Bei uns war es so, dass sie auf mich zugegangen ist. Und du bist ja der Mann in der Beziehung, wie der Rosenverkäufer schon mal Ich bin festgestellt der Mann in der hat. Beziehung. Ja. Ich war mal mit der Anja was essen vor dem Auftritt und es kam ein Rosenverkäufer in diese Lokalität, kam an unseren Tisch und hat mich gefragt, ob ich der Anja eine Rosen kaufen will. Und er hat Anja aber nicht gefragt, ob sie mir eine kaufen will. Naja, du warst ja Deswegen. ich war die Aufgestylte Ja. in dem Moment, weil ich gleich auf Bühne müssen habe oder danach, ja. Naja, ich musste nicht auf Bühne bei dem Auftritt. Ja, aber lass mich aussehen. Okay. Du hattest das zu dem Zeitpunkt nur ein kariertes Hemd an. Ja, fair. Ich war eindeutig der Mo an dem Tisch. Ja, das Karohemd macht Als viel. Holzfällerhemd. Ja, okay. Das spricht eine klare Sprache. Ja, aber so viel dazu. Also, Ja, na, aber nach dem ganzen Blickkontakt zeig und so, da hat Dres dann wieder recht, da die mich in der Nähe positionieren, auf jeden Fall. Ja. Und da dann auf jeden Fall irgendwann einen Gesprächsgrund finden. Also da niemanden anrempeln oder so. Nicht mit Absicht. Na.
Aber ich dachte, keine Ahnung, sagen, hey, ich hab mein Handy-Akku ist leer, magst du mir schnell sagen, wie viel Uhr das ist? Bitte. Und dann merke ich ja, ob da dann der Vibe da ist oder nicht. Ja. Und dann kann man ja sagen, hey, wo seid ihr her und so, bla bla. Und los geht's. Ja. Ja, die Strategie mit unverfängliche Frage stellen, die hat eine Freundin von mir immer sehr gefahren, weil die Raucherin ist und die hat dann immer Ja. den Typen gefragt, ob er Feier hat. Ja, auch sehr gut. Sehr praktisch, ja. Ja. Aber was ist der Räder für ein Flirt-Typ? Ja, vielleicht ist sie der Typ, der jemanden anrempelt. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass der Räder auf jeden Fall die Tanztaktik hat. Also das wollte ich echt bei dir sagen. Auch Echt, du tanzt immer brutal, ja. Ja, Ja, aber doch nicht um irgendwie, ich tanze einfach, weil ich Spaß Ja, habe. ja, genau. Aber Ja. vielleicht möchtest du ja somit auch am Balztanz aufführen Auf und die, keinen Fall. die Aufmerksamkeit auf die Auf gar ziehen. keinen Fall. Und wer mich schon mal tanzen sehen hat, weiß auch, dass das alles ist, aber kein Balztanz. Sagst jetzt du. Da ist schon viel Hüfte dabei. da ist sehr viel Hüfte, die gern auch Ah, sehr viel Antworten Schulter. verlangt. Ich will wenig antworten, ich will nur Antworten von euch. Ja. Meine Hüfte will ich nur antworten. Ja. Also ich bin ehrlich, warum ich heute schon gelacht habe, als ich darüber nachgedacht habe, bezieht sich aber auf echt zwei. Weil, liebe Wellensittiche, im Internet, innen drin, kriegen die zwei ständig Kommentare. Also ich glaube, Was redet diese Frau? Ich weiß nicht, worauf sie hinaus will. ich weiß jetzt nicht, ob es immer an euch beide gerichtet ist, aber ich glaube, es ist immer jeweils an eine. Auf jeden Fall geht es sehr viel um die Augen von diesen zwei. Die sagt jetzt gerade nicht so gut, da haben wir jetzt nicht so eingesummt wie sonst, aber ihr kennt es ja aus den anderen Videos, klar. Ihr wisst, dass diese zwei wunderschöne Augen haben und es wird dann auch mehrfach gesagt. Und ich glaube, sie setzen dann das ein und machen den Gollum. Und reißen die Augen auf, Und oder was? reißen auch so richtig psychomäßig auf und gehen in die Nähe von dem Angebeteten und dann so, ja, ihr hört es jetzt gerade nicht, aber ihr seht es, wie ich meine Augen sehr weit aufreiße. Und dann immer so ganz intensiv blinzeln vielleicht, sodass wirklich da die Aufmerksamkeit drauf geht. Das ist eine Taktik und da verwette ich mein komplettes Vermögen drauf. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich finde auch, das ist der dümmste und langweiligste und beschissenste Spruch, zu irgendjemandem hinzugehen und zum sagen, wow, hast du schöne Augen. Naja, aber ihr habt ja wirklich sehr schöne Augen. Ihr Ja. habt beide sehr helle Augen. Ja, das, alten Dinge. Du hast wunderschön blaue Augen, du hast wunderschön grüne Augen oder wie du sagen, das keine farbig. Grau sind die. Grausam. Ja, ich finde sind eher grau. grün. Okay. Grün. Ja. Ja. Man darf schon einmal sagen, dass man schöne Augen hat, aber wenn das immer so der Einstieg ist. Oder Also sind mein wir grad- Papa, Ja. Der Papa. Zeigefinger nach oben, der hat, wo ich angefangen habe vorzugehen, hat der zu mir gesagt, genau, wenn dir einer sagt, dass du schöne Augen hast, dann wart, was er noch zum Sagen hat, weil, wenn er nicht mehr zu bieten hat als diesen Spruch, dann ist er fad. Da hat er recht. Interessant, ja. Ja, fand ich auch. Ja. Wenn er nicht mehr Stallfenster zu bieten hat. Ja, auf der Südseite wohlgemerkt. Also, es Aber ist, das sind das die wichtigen. Nein, Ja, das bei ist uns nicht mehr schon. in. Na? Nein, Sind die jetzt Licht- geht es um Lichtfürstmeter. Auch hier bitte mitschreiben. Auch das ist klausurrelevant. Neue Kuhställe haben im Gibi oben einen Ja. Lichtfirst. Und je länger, desto besser. Klassische Was ist da das, Stallfenster. was ist da das hochdeutsche Wort dafür? Lichtfürst, das ist ein Das ist ein Hochdeutsches Wort. Hochdeutsches Wort. Das Herz ist sehr bohrisch. Also Meter ist Meter. Aber Lichtfürst bleibt Lichtfürst. das Herz ist, bleibt Lichtfürst und Stallfenster so weit. das klingt so Das hat Oma bohrisch. schon immer gesagt. Okay. Na, habe ich auch wieder was gelernt, dass das kein bohrisch Wort ist. Ich kenne es ja nicht vom Schriftdeutsch, sondern nur Ja. vom Herrn. Ja. Wie gesagt, vielleicht sind wir einfach, oder sind wir da jetzt verwöhnt oder abgekommen, wenn wir sagen, das ist ein langweiliger Spruch, weil wir das so oft gehört bekommen. Aber das meine ich damit gar nicht. Nein. Sondern das ist so ein bisschen, ja, das kann man zu jedem sagen. Ich finde, jeder hat schöne Augen. Also, Finde ich nicht. nee. Das ist krass. Das ist eine Frechheit. Bescheiden. Ja, meine Augen sind so klar, da sieht man auch nicht viel davon. Also ich finde, wenn man jemandem gegenübersteht
es sind eigentlich, und sich jemand Ja, aber angeregt manche mit dir haben ja- unterhält, sind Ja, wenn man sie sympathisch ist und so. Aber es gibt ja schon Leute mit gruseligen Augen, finde ich. Ihr in der Flirtsituation zum Beispiel. ja, Nein, ich weiß einfach nicht. nein. Ich finde, also, wenn das euer Go-To-Spruch ist, um jemanden anzureden, macht's das nicht. Macht es nicht als ersten Einstieg. Ja. Macht irgendwas anders. Schon gar nicht irgendwo, wo es sehr finster ist und man die Augen eigentlich gar nicht wirklich sehen kann. Ich finde so Unverfänglichkeit echt gut. Ja. Also nicht gleich mit, oh, jetzt bist mir gerade aufgefallen. Frag lieber wirklich nach dem Feier, frag nach bla bla bla. nach der Uhrzeit oder was auch immer. Es ist, weiß ich nicht. Ja, doch. Ich finde die Direktheit, sagt da dann jemand, danke. Es ist immer kurz unangenehm. Für mich. Vor allem ist total schwer für die Person, die das Kompliment dann macht, dann einen Weiterzureden. Gesprächsanschluss Ja, zu finden. ja. Was sagst du dann? Dann sagt die Person, mei, danke, das ist nett. Und dann stehst du wieder bei Null. Also dann, Ja, das ist kein guter Gesprächsanfang. na, finde auch. Komm, hast du Lust oder bekomme ich deine Handynummer oder so? Also ich habe Das schon ist zu früh. so oft, ja genau, ich habe auch so Ja. oft schon Handynummern einfach, als ich Barkeeperin war, zugesteckt gekriegt, wo ich mir dann immer denke, wir haben nicht einmal geredet. Ja. Ja. Also ich habe die nicht einmal bedient. Denkst du jetzt, wenn ich nicht einmal weiß, wie du redest, dass ich dir dann schreibe? Ja. Ja, stimmt. Also schon. ich finde wirklich besser, wenn man nicht so mit der Tür ins Haus fällt. Ja. Boah, da fällt mir gerade was ein, weil du zugesteckt gesagt hast. Ich bin eine Zeit lang immer mit dem Bus in die nächstgrößere Stadt gefahren, um mich da mit Freunden zu treffen und zum Shoppen. Und einmal hat mir ein Typ, der mir beim Einsteigen schon gefallen hat, ich bin in den Bus eingestiegen und habe gedacht, boah, der ist aber cool. Der ist so ein paar Sitze vor mir angesessen und man hat halt immer so geschaut und er hat mich auch angelächelt und dann aber wieder weggeschaut und er hat die ganze Busfahrt nichts gesagt zu mir und beim Aussteigen hat er mir einfach einen kleinen Zettel in die Hand gedruckt und da war keine Handynummer drauf, gar nichts, einfach nur ein gemeines Herzl. Und neben mir, und das war so Das ist süß. Ich war extrem verliebt in den dann. Ich habe den Ja, dann noch verstehe. nie wieder Oh gesehen. nein, das ist eigentlich dumm. Aber das war so eine schöne Geste. Ja, Das fand ich ja, ganz aber auch wichtig. dumme lieb. Geste in dem Fall, weil es Ja. war ja schon was zwischen. Also, Ja. ihr habt es ja schon angeschaut und das ist ja genau das, was ich meine, wenn ich Ja. den vorher gar nicht registriert habe und dann Ja. kriege ich das dann denke ich mal so, Ja. Nein, aber das war gut. Ich finde, als Teenager braucht man auch so diese unerreichbare Liebe. Und Ja, das ich war habe ein bisschen Kribbeln in mir jetzt, wo du das gesagt hast. Ja. Der Typ im Bus. Wow. Falls du das gerade hörst. Ja, Typ im Bus. das war sehr Mutti. gut. War ein guter Move. Noch besser, ich glaube, Noch besser aber Bargeld gewesen. Ich möchte jetzt drüber reden, was Verena für ein Flirt-Typ ist. Ja. Oder haben wir noch was zu unserer Verteidigung zum sagen, Verena? Also ich also der hat das nicht. Ich Was war dazu nicht denn der mal? Ein Gollum. Bist du jetzt schon für den Gegenteiltag oder war das ein Witz? Hey, du hast doch gerade gesagt, ich darf das nicht machen. Na, Und dann hat Anja gefragt, was darfst du denn machen? Und dann hast du gesagt, Ach ah ja, so. ein Gollum. na was, du bist Ich schon habe mein verstanden, was darfst du nicht machen. Also, dass du es akustisch nicht verstanden Ja, ja. Ich habe noch nie in meinem... Oh, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden angesprochen. Aber ich habe einmal diese... Du hast gerade innerlich gegähnt. Ja, Entschuldigung. Das tut ein bisschen weh. Ich Das hat halte schon nix mein Maul. mit dir zum Tor, sondern mit einem arbeitsreichen Tag. Okay, Entschuldigung. Ich habe einmal beim Fortgehen jemanden angesprochen mit... Die Person hat sich gerade eine Zigarettendraht. Und ich habe gesagt, ich darf auch richtig gern eine rauchen, aber ich kann nicht dran. Kannst du mir jetzt sagen, wie das geht? Und das war so unangenehm. Warum? Weil das ist ein längerer Vorgang natürlich, wenn Ja. jemand lernt, eine Zigaretten zum Dran. Und ich kann das wirklich nicht. Ja. Ja. Man steht da dann eine Zeitl Ja. und die Person wollte so eindeutig nicht mit mir da stehen. Oh. Aber war zu nett, um zu sagen, nein, ich zeig's dir nicht. Und ich habe dann ja auch nicht sagen können, nein, Ich will es passt doch schon. nicht wissen. Oh, das war ganz, 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 ganz schlimm. Okay, also Ja. wenn unverfängliche Fragen, dann die auch gleich wieder erledigt sind. Genau. Ja. Aber hey, also wir verteilen hier gerade Tipps. Letztendlich macht's, was gern macht. Das Ja, ist doch auf uns jeden Fall. scheißegal. Beides. Ob ihr jemand zum Bumsen findet oder nicht. Hauptsache Macht ihr es einfach nicht bei uns. Hauptsache er ist diesen Podcast dabei. So. Was darfst denn du machen, Verena?
Ja, was war dein Take? Mein Take war, dass ich auch irgendeine Frage stellen darf, so wie, hast du mal Feier oder irgend sowas. Weil, also auf Partys bin ich ja... Nein, es ging überhaupt nicht mehr um die, sondern um Verena. Was dein Take zu Verena ist? Du hast das doch schon erklärt gerade. Nein, ich habe nur gesagt, ich habe einmal jemanden angesprochen. Ja, und dann hast du gesagt, das ist wirklich besser mit unverfänglichen Achso, Fragen. okay. Nein, dann halte ich halt mein Maul. Nein, das ist nicht dein Maul, Leute. Du sollst jetzt so sagen, was du über Verena denkst, was sie für ein Flirttyp ist. Das wollte ich wissen. Oh Gott. Ja. Ja, ich glaube, du bist der... Deine Augen werden immer kleiner. Ich habe richtig Angst, dass du gleich zuschlagst. Ich glaube, Ich glaube, dass, weil die Videos, wo wir nebeneinander hocken, werden immer gut geklickt auf YouTube. Ich denke, ihr wartet einfach immer drauf, dass wir uns entweder schlagen oder dass Vreni einmal rüberklangt bei mir. Ihr wisst das eh. Ich schmeiß Shakira auf die, wenn du das was falsch sagst. boah, verteidigst du sie nicht, Anja? Ich bin in Schockstarre. Okay, gut. Okay, los jetzt. Ich kann es nicht fassen. Das darfst du, also, das traust du nicht. Das war eine leere Drohung. Können wir jetzt weitergehen? Ich glaube, du warst so der Typ, der hingeht und sie neben die Person stellt und fragt, magst du was trinken? Ich glaube, du warst all in, einfach keine Hemmungen, einfach, was trinken wir denn jetzt? Nein, ich glaube, Verena will angeredet werden. Ich glaube, die redet auch nicht an. Ich wollte gerade fragen, also seit wann sind wir Freundinnen? Aber da haben wir ja eh unterschiedliche Definitionen. Also Verena und ich, Niemals. wir sind jetzt dann seit 13 Jahren Freundinnen. Genau. Ja. Mit der Rest so seit 1,5. Ja, lass 3 Monate sein. Ja, gut, übertreiben wir mal nicht. Wollen wir nicht liegen. Nein, da wollen wir nicht liegen. Ich darf niemals wen anreden. Nie. Hast du noch nie, habt ihr niemals. beide noch nie jemanden angeredet? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin auch, ich schaue den Menschen an und schaue, ob er mich anschaut. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass ich mich in der Nähe platziere. Oder dass, wenn der an der Bar gerade was holt, dass ich dann zufällig neben dem an der Bar was hole. Aber ich darf trotzdem nichts sagen. Ich darf trotzdem warten, dass der was sagt. Aber ich darf ihm die Chance geben, dass er was sagen kann. Ich glaube, ich darf schon was sagen. Da schätze ich mich schon so ein, aber bei dir, nein, du redest dich an. Du lässt dich anreden. Ja. Ja. Also bist du auch eine Prinzessin? Oder du bist dann eine Prinzessin? Nein, ich bin einfach feige Sau. Aber was ich auch noch dazu sagen möchte, weil oftmals wer dacht, dass ich mit einer Person flirte, aber wenn ich mit jemandem flirte, dann merkt die Person das. Dann merkt sie das extrem, weil ich flirt so offensiv. Ja. Also ich rede jetzt nicht vom Ori-Vorgang oder so, also vom Ansprechvorgang. Also Ach so. ich rede jetzt nicht vom Ansprechvorgang Vom per se, Ansprechen? sondern ich rede von, wenn man dann wirklich merkt, es vibet und so, Ja. dann ist das so offensiv Ja. und so brutal, dass die Person es auf jeden Fall merkt. merken muss, Also ja. wenn Okay. ihr denkt, oh, Dani hat mit mir geflirtet, dann habe ich nicht mit euch geflirtet. Weil wenn ich mit euch geflirtet habe, Dann wisst ihr das. dann wisst ihr das sehr, sehr gut. Okay, ja. Ja. Dann denkt ihr das nicht nur. Aber ich glaube, dass du auch offensiv flirtest, Ja, wenn brutal. du willst. Ja. Gell? Ja. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Da steht's auf dem Gas. Da wär's Pedal durchdrückt. Das ist so schade. Ich darf das so gern mal live erleben. Auf Wirklich. gar keinen Fall. Nein. Nein. Aber das wird auch nicht passieren, wenn wir zu dritt unterwegs Überhaupt sind. nicht, weil da möchte ich mit euch fort sein. Ja, da will ich Ja. ja überhaupt nicht angeregt Nein, werden. überhaupt nicht. Also von euch halt. Ja, von wirst ja dann auch. Ja. Ja. Das nervt mir richtig, wenn eine aus der Gruppe dann angeredet wird und vollgelabert wird. Ja. Wenn da der Absprung nicht geschafft wird. Ja. Aber was ich generell sagen möchte, ich finde es richtig gut, wenn sie Leute das trauen. Also ich finde, das muss man schon auch wertschätzen. Ja, voll. Ja. Es ist, glaube ich, also dadurch, dass ich es nur einmal gemacht habe, weiß ich, es ist voll die Überwindung. Also Respekt an jeden, der das macht. Und noch viel größeren Respekt an die Leute, die verstehen, wann der Zeitpunkt ist zum Gehen. Ja. Ja. Weil man kann jemanden anreden und man kann ein nettes, kurzes Gespräch haben und dann bitte read the room. Ja. Auch wie die Oma schon immer gesagt hat. Ja. Check, ob die Person gerade Lust hat, sie länger mit dir Ja. zum Unterhalten oder nicht. Und wenn nicht, dann geh und sag, hey, hab mich voll gefreut. So heiße ich auf Instagram.
Können wir ja nochmal Ist schreiben. hässlich. Genau. Oder was Das bitte nur dazu sagen. Genau. Ja. Ja. Aber generell finde ich gut, Leute auch zum Sprecher. Finde ich auch Ja. gut. Ja. Aber ich finde es nach wie vor nicht gut mit so, hey, mir sind in die Augen aufgefallen, Ja, ja. Sätze, sondern einfach unverfänglich. Und dann kann man ja irgendwann schon sagen, ich finde die gut oder keine Ja. Ahnung was. Alter, hey, du hast voll schöne Augen. Das kann man Kannst du ja dann einmal sagen. Nach einer Aber das Viertelstunde. aus Grund, Ja. Ja. nenn den Grund einfach nicht. Es kommt meistens komisch rüber. Zumindest empfinden wir das so. Vielleicht gibt es ja andere, die das voll gut finden. Schreibt es gerne mal in Kommentare, das würde uns sehr interessieren. Genau. Und folgt uns für mehr Flirt-Tipps auf jeden Fall. Ja, weil wir anscheinend sehr oft flirten. Ja. Wir kennen uns ja echt mega aus. Kennen uns richtig gut aus. Und wenn wir uns so gut darin auskennen, kommen jetzt die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da hätte ich jetzt nämlich gern von euch passend zum Thema wissen, was sind denn die 3 besten versus die 3 schlimmsten Orte, wo man angeflirtet werden kann. Res. Liebe Wellensittiche, liebe Anja, liebe Verena, liebe Fangemeinde. Ich darf euch recht herzlich zu meiner Listen begrüßen. Ich bin saufsuffen von dem paar Schluck Bier. Weiß nicht, ich hoffe, man hat es nicht gemerkt bisher. Ich bin wahrscheinlich auch brutal rot. Alles egal, denn jetzt kommen hier die 3 schlimmsten Orte, um angeflirtet zu werden. Auf Platz 3 ist für mich generell beruflicher Kontext. Ich will nicht, wenn ich irgendwo arbeite und da kommt entweder jemand, der mit mir zusammenarbeitet oder vielleicht Kundschaft oder so und will anbandeln. Das Nein. geht nicht. Das ist unangenehm, das ist unprofessionell, das machen wir nicht. Kommen wir zu Platz 2. Also außer mit euch natürlich, oder beziehungsweise außer das, was hier zwischen euch läuft. Aber naja. Das ist ja nicht beruflich. Achso, ihr kennt euch auch privat? Das ist nur mit dir beruflich. Ach so. Naja, gut. Ich kenne ihn schon seit 13 Jahren privat. Auf Platz 2 der schlimmsten Orte, um angeflirtet zu werden, ist irgendeine Art von Arztpraxis. Ich will nicht im Wartezimmer, wenn ich hier sitze mit meinem Hautausschlag, will ich nicht angeflirtet werden. Ich will aber auch nicht im Behandlungsraum angeflirtet werden. Und das ist mir schon mal passiert. Oh Gott. Stimmt. Ja, du das erzählen? mein HNO hat gemeint, dass unsere Nasen sehr gut zusammenpassen dann zum Küssen. Da war ich, by the way, 19 und die singen ja auch das Geburtsdatum. Für deine? Und dass ich einmal auf seine Mail was schreiben kann, da lesen auch die Arzthelferinnen nicht mit. Weil Das ist so krass übergriffig, dass es gar nicht mehr schlimmer geht. es ist einfach auch sau widerlich. Ich finde es jetzt, wenn ich älter bin, noch widerlicher Ja. irgendwie. Ja. Weil ich meine, Ja. der war ja auch schon 40 oder so. Weil, Ah, für deine. okay. Ja, gut. Ja. Und weiter. Kommen wir zu Platz 1 der schlimmsten Orte, um angeflirtet zu werden. Es ist der Supermarkt. Es ist der Supermarkt. Wirklich, also ihr zwei habt euch die Brandrede schon auch hören müssen. Es gibt eine Supermarktkette in Deutschland, die rosa Körbe am Eingang aufstellt. Das sind die Flirtkörbe. Den kannst du nehmen, wenn es okay ist, dich anzusprechen. Und ich finde, das ist die dümmste Scheiße überhaupt. Niemand, also gut, wenn ihr jetzt den Korb schon mal genommen habt und euch gedacht habt, voll schön, vielleicht spricht mich dann jemand an, dann will ich euch nicht zu nahe treten. Aber im Normalfall willst du doch einfach nur in Ruhe gelassen werden im Supermarkt. Du brauchst dein Chicorée und dann noch die Dosen Champignon und dann willst du wieder heim. Also Stützstrumpfhosen, Klopapier. Ja, nicht die zu Hämorrhoidencreme. Und Gibt's den im Supermarkt? in meinem Schuh. Und ich finde das so deppert, dass irgendein Marketingteam von einem Supermarkt sich denkt, das ist gut, das machen wir. Das regt mich sehr auf, aber darum soll es ja nicht gehen. Kommen wir lieber zu den 3 besten Orten, um angeflirtet zu werden. Da habe ich auf Platz 3 beim Spazierengehen mit seinem Hund. Das finde ich sehr gut. Ah ja. Weil, Punkt 1, Hund, einfaches Einstiegsmoment für ein Gespräch. Kannst Ja. du sagen, Mai ist der süß, darf ich den streicheln? Dann sagt er, na, aber mein Hund. Und dann, Der
Der kam unerwartet. Das war ein Tantenwitz und das liebe ich. Das war richtiger, ja. Ich finde es gut, wie man Über seinen eigenen Witz am meisten lacht. Es gibt da so ein Video, wo ein Typ auf einer Demo ist und vor ihm ist ein Polizist auf dem Polizeifeld. Hör auf, ich muss bieseln. Sagt, oha, darf ich mal streicheln? Und der Polizist sagt, ja. Und dann langt der Typ jetzt auf den Oberschenkel vom Polizisten und streichelt ihn. Das ist sehr schlimm, ja. Gut. Also es ist ein sehr einfacher Einstieg in das Gespräch, wenn die andere Person einen Hund hat. Und man kann dann einfach, wenn man merkt, es vibet nicht, kann man einfach weitergehen. Also es gibt da einen Ausstieg. Ja. Und das finde Sehr ich sehr, gut. sehr wichtig. Ja. Das stimmt, ja. Genau. Haben wir uns beruhigt. Kommen wir zum zweiten Platz. Auf Platz 2. Beruhigt Wie das- ich jetzt. Können wir bitte das als Clip haben, einfach wie sie jetzt mal ausflippt. Aber wenn das nicht in der Folge ist, hätte ich das Ja, das Material gibt gern. in Folge. Ja, bitte? Da jetzt Platz 2. Ist immer so Hast du jetzt immer nur gelacht wegen dem vorher? Ich glaube, das Bier ist nicht mehr gut. Ich habe nur 2 Schluck drunter gefühlt. Okay, Platz 2 der besten Orte, um angesprochen zu werden, ist, finde ich, immer noch beim Fortgehen. Da ist die Stimmung sowieso locker. Man hat vielleicht auch ein Spaßgetränk intus, da fällt es einem leichter. Passt. Ist ein guter, solider zweiter Platz. Ja, Alkohol macht nichts mit dir, was wir mitgekriegt haben. Nein, macht nichts mit mir. Bringt mich nicht zum Lachen. Und der erste Platz, der beste Ort, um angeflirtet zu werden, ist ein öffentliches Verkehrsmittel. Weil auch da kannst du vorher schauen, hat die Person mir angeschaut, hat die Person mir angelächelt und es gibt einen Ausstieg. Du hast eine Möglichkeit zum Gehen, wenn es unangenehm ist. Ja, aber wenn ich nur eine Stunde fahren muss, Ja, ich rede von Kurzstrecken. Ich rede jetzt nicht vom ICE nach Paderborn, sondern von der Straßenbahn. habe ich leider auch wieder eine schlechte Erfahrung damit. Erzähl. Als ich 11 war, hat sich ein 14-Jähriger in mich verliebt. Ja. Und wir hatten jeden Tag denselben Weg mit dem Zug. Jeden Tag. Wir haben kein Wort geredet. Er hat mir einfach die ganze Zugfahrt immer angestarrt. Und er war nicht auf meiner Schule oder so, wir haben uns nur im Zug gesehen. Ja. Und dann hat er es irgendwann neben mich geguckt. Hör auf, creepy 14-Jähriger. Und irgendwann hat er mir einen Zettel gegeben, dass er Wer mich hätte mag das und so. gedacht? Ja, die einen sagen süß, die anderen sagen, es war zu viel Gestarre und ich war 11. Ja. Daher bitte nicht im Zug. Ich finde das gut. Okay, gern bei dir. Ja. Sehr Okay, gern. ja. Gut. Du bist ja nur die Einzige von uns, die Zug fährt, daher ist ja das Einzige, was möglich ist. Okay, Verena, ich habe mich beruhigt. Was sind denn deine besten und schlimmsten Orte, um angeflirtet zu werden? Ich fange an mit die schlimmsten Orte, wo man mich ansprechen kann oder sollte. Das ist auf Platz 3. Bitte red's mir nicht an, wenn ich durch die Stadt gehe. Mir pressiert's meistens. Ich hab keine Zeit. Und da bin ich sehr in meine Gedanken innen drin. Und das ist einfach, ich bin da nicht im Flirtmodus. Ich finde generell, ich mag generell Leute, die einen Raum lesen können und die einfach kapieren, ob es jetzt gerade passt oder nicht. Ja. Da passt es nicht. Auf Platz 2 der schlimmsten Orte, wo man mich anreden kann, war in der Sauna oder in der Therme. Oh ja. Ja, überhaupt nicht. Bitte nicht. Und das allerschlimmste Szenario, wo man mich ansprechen kann, ist beim Sport. Ich möchte da nicht angeredet werden, weil ich möchte auch nicht das Gefühl haben, dass mich da jemand beobachtet. Auf gar keinen Fall. Ich finde, Fitnessstudio geht auch gar nicht. Das geht gar nicht. Da hat einmal einer so einen Zwinker-Zwanker drüber lassen und da habe ich mich nur noch unwohl gefühlt. Da Ja. habe ich mir gedacht, oh nein, lass mich, verpiss dich. Okay. Verstehe ich. Kommen wir zu den guten Orten,
wo man mich ansprechen kann. Und zwar schlagen die eigentlich alle in die gleiche Kerbe. Wenn ich angeredet werden will, dann ausschließlich beim Fortgehen. Okay. Und zwar auf Platz 3 in einer Bar. Geht allweil. Auf Platz 2 im Bierzelt. Einfach mal einen Brust rüberhauen vom anderen Tisch. Auch easy going. Oder auf Platz 1 auf einem Festel mit Blickkontakt. Boah, wisst ihr eh. Ja. Ja. So nämlich. Danke. Ja. Wo darf man die anreden und wo nicht? Anflirten. Stimmt. So ein Unterschied. So, jetzt mal so. Tatsächlich sind mir ungefähr 100 Punkte für die, wo man mich nicht anreden darf. Das ist dir eingefallen. Redst es einfach generell nicht um. Er darf mich schon anreden, aber nur Aber im nicht Fanbezug. anflirten. Hier kommen die schlimmsten Orte, um mich anzuflirten. Auf Platz 3 beim Laffen. Ich bin schon maßlos überfordert, wenn ich jemanden grüßen muss. Weil da denke ich mir immer so, schon so, oder wenn man an jemanden vorbeiläuft, oder beim Berggehen auch schon. Es ist nicht nur beim Laufen. Da denke ich mir immer schon so, oh verdammt, ich muss normal atmen. Die Person merkt, dass ich nicht normal atme. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und die Vorstellung, dass mich da jemand anrennt, der jetzt auch gerade joggt oder so, einfach nur schlimm und auch gruselig. Sehr, sehr gruselig. Ja. Verfolgt keine Frauen beim Laufen. Auf Platz 2, Gott sei Dank gehe ich nicht so oft laufen. Auf einem Konzert. Und ich meine damit nicht ein Konzert von mir, sondern wenn ich selber auf einem Konzert bin, Ja. das ist wirklich was ich überhaupt nicht mag. Ich war mal bei meiner Lieblingsband Metallica und da hat mich jemand die ganze Zeit unterbrochen. Und das hat mich so genervt. Der hat mich immer wieder angetippt, gefällt's dir grad? Und ich denke mir so, ich bin am Headbangen, es ist meine Lieblingsband. Natürlich gefällt's mir, geh weg! Ich will nicht mit dir reden, während die mein Lieblingsliedl spielen. Ja. 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 Ich habe auf dem Video, wo ich dann gefilmt habe, mal, habe ich, wie er gefragt hat, was kann ich jetzt mit dem Studium machen? Ja, also den möchte ich halten und möchte den schlagen. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Auch noch mehr ein herzliches Fick die an den Typen, der auf der Brasswiesen, als ich mir gerade Festbänkler, glaube ich, angeschaut habe, da hat er mir einfach so quasi angeredet, um mir zu sagen, dass ich ja so stark geschminkt bin. Und ihm hat es besser gefallen, wenn ich weniger stark geschminkt war. Und ich habe mir einfach nur gedacht, erstens schaue ich gerade ein Konzert und zweitens ist mir das wurscht, wie ich dir gefalle, weil du wärst mir in keinem Szenario gefallen, weil du ein Mensch bist, der während er gerade auf einem Konzert ist, jemand Fremdes anspricht, um das zu sagen. Ja. Ja. Naja, dann gehen wir zum, ihr merkt, ich bin in Rage, gehen wir zum Platz 1 und da bin ich nämlich richtig in Rage. Oh. Ich hab nicht gewusst, dass es noch schlimmer geht. Es gibt was, ich habe es euch das letzte Mal schon einmal gesagt, wo ich in meinem Jagdrevier bin, da bin ich auf der Pirsch. Da schleiche ich mich an. Ja. Da bin ich konzentriert. In einem Drogeriemarkt. Da habe ich nur Augen fürs Regal. Ja. Was gibt es Neues von dieser Beauty-Marke? Was zirkt mich an, verpackungsmäßig? Ja. Da bin ich fokussiert. Das heißt, da wird sich nichts aufbauen. Da wird sich kein Blickkontakt zu einer anderen Person aufbauen. Das ist faktisch gar nicht möglich. Ich schaue nur ins Regal. Und vielleicht schaue ich nur weibliche Personen an, weil ich mich dafür interessiere, für was die sich interessieren und ob es eine Freundin von mir ist. Das war's. Und da ist vor kurzem auf einmal jemand hergekommen, ein Typ, der mich angedupft hat. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, okay. Weil er gesagt, Entschuldigung, darf ich dich mal was fragen? Habe ich mir gedacht, ja, ich bin's. Natürlich denkt man dann so, mir sind deine schönen Augen aufgefallen. Wo wir wieder beim Thema von vorhin waren. Und ich denke mir so, du kannst meine Augen nicht gesehen haben. Weil die haben an diesem Regal geklebt. Es war nicht möglich, außer du warst in diesem Regal drin. Sonst gibt es keine Möglichkeit. Er hat von hinten durchgeschaut und du hast das nicht gemerkt. Warst du zwischen die Shampoos drin? Dann ja. Sonst gibt es die Möglichkeit nicht. Also schleich die und komm nicht mit so einem Standardspruch daher, weil das war nämlich das, was die zwei vorhin gemeint haben. Ja. So, es ist nicht schlimm, wenn man erwähnt, dass jemand schöne Augen hat, wie er schöne Augen hat. Aber das als Einstieg wirkt irgendwie so,
als dass das einfach jeder verzeiht. Und ich glaube, er hat es ja jeder verzeiht. Ja, So den leisen Verdacht. So, Okay. wir kämen, beruhigt habe ich mich jetzt nicht, wir kämen zu den 3 besten Orte, wo man mich potenziell anflirten kann. Und zwar Platz 3, die Zeiten sind schon lang vorbei, im Klassenzimmer. Da habe ich sehr gern Blickkontakt gehabt und angelächelt, den ich süß gefunden habe. Da ist die ganze Stunde ist da immer wieder so hingeschaut worden, weggeschaut worden, gelächelt. Das war schön, wenn einem schön langweilig war in der Mathestunde. Auf Platz 2 der besten Orte, wo man mich ansprechen kann, flirttechnisch in der Theorie, ist Malle. Das ist einfach auch ein Ort, da wo so viele Menschen feiern, gut drauf sind. Und es gibt so viel Auswahl. Das heißt, wenn ich nachsage, was ich in 100% der Fälle sage, kannst du einfach zur nächsten gehen. Das ist Praktisch. gut. An die Jungen, es hilft übrigens auch nichts, wenn ich euch sage, ich bin 10 Jahre älter und ihr sagt dann, ich stehe auf Milfs. Das macht mich nur traurig. Auf Platz 1 ist der Streichelzoo. Nicht, dass mir das schon jemals passiert war, aber ich bin sehr glücklich, wenn ich Tiere um mich herum habe. Und wenn ich da angeflirtet werden darf, dann darf ich das ja nur so halb mitkriegen, kann das gut ausblenden, weil ich da ja gerade irgendwelche Schafe oder Ziegen streicheln. Und in meiner Vorstellung gehorchen mir ja sämtliche Ziegen dieser Welt. Und wenn der dann irgendwie wird, Wir? wenn der dann aufdringlich und nervig wird, Oh Gott. ja, Bist du vom Wald daheim? wenn er ungut wird, Ach so. dann, das ist jetzt nicht die 1:1 Übersetzung, egal. Ja. Dann? Wenn er ekelhaft wird, Okay, verstehe ich. dann darf ja die Ziege quasi mir gehorchen und darf den quasi so umrennen. Das ist meine Vorstellung und deswegen ist das ein guter Ort. Was stört dich da, Ruhe jetzt? Was schaust du, ha? Ja, sie schaut schon die Mich ganze stört Zeit sehr so. viel da dran. Was denn? Ich hätte jetzt gerne über was anderes reden. Ziegen sind ein Reizthema. Wie zum Beispiel den Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, ihr habt alle auf diesen Moment gewartet. Ihr seid total gespannt. Wer wird der Wellensittich der Woche in dieser Woche? Ich sage euch, wer es wird. Ja. Julia, du geile Sau, kommentierst auf TikTok und Instagram. Ja. Die ganze Zeit. Ich lese ständig deinen Namen. Ich kann es nicht mehr zuordnen, wo es überall passiert. Ja. Ich höre und sieg die ständig und lies ständig deine Kommentare. Du bist eine coole Socke. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wir schicken dir im Laufe des Tages eine DM und dann kriegst du den Wellensittich der Woche Brief zugeschickt. Juhu. Danke für deinen Support. Vielen lieben Dank. Und nehmt auch ihr euch gern ein Beispiel an der Julia Jutta. Das war sehr, sehr wichtig. Ihr findet uns auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube. Da heißt man Wellensittich Stammtisch. Und 5 Sterne, dann uns übrigens auch gut schmecken bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Kommentare lieben wir sehr, Nachrichten lieben wir sehr. Wir lesen doch einfach gern von euch. Wir sind noch verliebt in euch. Wir wollen doch nur von euch angeflirtet werden. Und deswegen hören wir uns auch nächste Woche wieder in euren Ohren innen drin. Wir freuen uns. Macht es doch sauber für uns. Bis dann. Servus. Für euch. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.